Und mit diesen Bildern Servus bei der neuen und nächsten Ausgabe von Skyrim. Das müsste eigentlich, weil ich es passend finde, die Heiligabend-Ausgabe sein. Und wir werden heute zurückkehren Langbogen. Ja. Ein altes Nordschwert. Weißt du was? Das verfeinern wir uns, oder? Alter Nordbogen. Und was ist, wenn ich den jetzt da verfeiner? Hat er noch immer mehr wie der, ne? Ja. Boah, der hat 16. Okay, passt. Sonst verspüle ich da die ganze Zeit. Dir sag es. Gut. Wir spazieren, beziehungsweise, was ist denn jetzt eigentlich unser Auftrag? Haben wir überhaupt einen Auftrag? Ich weiß es nicht. Ich habe eine anonyme Armee von Zombies, das machen wir später. Ödsturz Hügelgrab, bringe den Drachenstein zu Farengar. Das machen wir. Das machen wir. Wir fahren zu Farengar. Nein. So, ab zur Drachenfeste. Da feiern Drachenfeste aus, Alter. Keine 5 Minuten im Spiel und die Sprüche sind plotter wie, weiß ich nicht, wie Palatschinken. Gut. Ach, herrlich, herrlich. Immer, wenn du Interesse hast, schau her mal, jetzt sage ich dir was. Wir sind ja länger unterwegs. Das ist ja kein Spiel, was in 2 Stunden ändert. Such dir einen Namen aus für den Charakter. Warte, ich sag das so nochmal. So. Darfst du den Namen aussuchen. Passt. So, weiter geht's. Wir müssen zu Farengar, Farengar, Farengar. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Ach du Scheiße. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Da sind wir. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Na. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, keine... Ah, der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Sprich mit Jarl. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Kurzer Blick. Ich habe jetzt gerade was festgestellt. Das geht mir die ganze Zeit schon auf die Eier. Ähm...
Dann mal los. Ja, ist besser. Es ist zwar noch nicht ganz perfekt, aber... Irilet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt. Über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein, ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Also ganz die schlauste Birne ist er auch nicht. Oh. Aber eigentlich, wenn da steht, da ist... warte ein bisschen, warte ein bisschen, warte ein bisschen. Haha. Jetzt hapert's am letzten Geld. Und warum? Weil so ein asozialer Schnorrer alles mitgenommen hat. Na gut. Ach ja. So da. Ab zum Drachen, das wollen wir machen. Aber wie gesagt, sucht euch einen Namen aus für unseren Charakter. Je beschissener, desto besser. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Junge, ich gebe dir einen guten Tipp. Wer herumgeschubst wird, sollte zuschlagen. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Ich bin so hungrig. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bettelt ihr? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama, seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Tut mir ja irgendwie leid, auch wenn sie nur ein programmierter NPC ist, das weiß ich. Ja. Aber ein bisschen Empathie darf man ja wohl noch zeigen, oder? Und vor allem ist halt Heiligabend. Da sollten wir... Was sollten wir da? Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Bäh. Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Wir haben... Ich bin ein Nord wie jeder andere.
Doch bin ich nicht dumm. Ich lebe... Doch bin ich nicht dumm und weich 2 Schritte zurück. Ach ja. So, Irilet, du Nagel zu meinem Sack. Gehen wir so. So geil. Ich bin nicht dumm und weich 2 Schritte zurück. Wird geil. Der wird geilste Haberer von da bis Texas. Na? Willst du flirten oder was, ha? Na wart noch, das Flirten wird da noch vergehen. Spätestens dann des Morgens an der Keramik werden wir uns... Spätestens am Morgen an der Keramik wird's dran scheitern. So würde ich sagen. Genau. Jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Und wo müssen wir hin? Weißt du was? Wir begleiten jetzt einfach mal diese nette Dame. Ja. Mit Augen so rot, als hätte sie gerade ihren letzten Rausch ausgekotzt. Genau. Na, ihre letzte, du alte Sumpfnudel. Warte, dann geh ich vor. Gott, ich sag das immer, diese Sumpfnudeln. Das penetriert so richtig, da brauche ich Bergblumen. Und diese wunderschöne Musik, die verleiht so richtig... Ja. Über die Magie von Darmausgängen möchte ich mir jetzt nicht unterhalten. Na holla, die Waldfee, ha? Jetzt haben die schon wieder Party ohne uns gefeiert. Na wart da, ha? Na wart da. Das haben wir gleich ändern. Wenn unser Gürtelrose da daherkommt. Hey, Gürtelrose ist ein geiler Name. Rose Gürtel. Das Fräulein Rose Gürtel. Gürtelrose. Naja, bitte. Jetzt haben wir es benannt. Sowas nenne ich mal einen Skyrimschen Asteroideneinschlag. Kuckuck! Man. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem Drachen, du... Sie werden es nie kapieren. Es tut mir leid. Ich muss es jetzt so sagen. Sie werden es nicht verstehen. Was nehmen wir denn? Hm? Ans Schwörder. Es gibt eine Sache in diesem Spiel, die wird mich immer wieder aufwichsen. Und das ist die Musik. Da schau, Riese. Weißt du was? Scheiß auf den Drachen, ich möchte da mit zu diesem schönen Feuerchen. Ey, da ist eine Burg, schau, da möchte ich hin. Scheiß auf den Drachen, wir gehen da hin. Westlicher Wachturm entdeckt. Ach, schön. Ich höre ein Grummen. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Ich tu jetzt da speichern. Ja. Da kommt er! Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich habe aber keinen Durchfall. Na gut. Schon langsam nutzen sie diese Gags mit Durchfall auch an, gell? Talos, rette uns! Es ist ein Drache! Komm her, Drache! Na, es sind meine Füßleis. Mein Gott, na. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr Sterblichen uns bereiten könnt.
Wir verschieren jetzt einfach einmal so viel das geht. Was ich aber noch immer liebe, sind die Synchronstimmen der Drachen. Und vor allem in Alduin seine ist geil. Ich würde es halt pervers wirken und sagen, erregend geil, aber geil erregend. Ihr seid tapfer. Valar eure Niederlage bringt. Ja, ja. Halt's Maul, du Hirsch, du. Wiederherstellung. Objekte, Magie. Sag einmal, wo sind denn die Getränke? Ah, da, Zaubertrank. Genau, das ist ja wie beim Asterix und beim Obelix. Nur... Nicht? Du kriegst ihn nicht zu fassen. Ich kann es nicht fassen. Habt's gehört, er kriegt ihn nicht zu fassen. Darum kann er es auch nicht fassen. Japsa! Mulnier. Objekte. Zaubertränke, was gibt's denn Schönes? Frostresistenz, Redekunst, zweihändig verstärken. Frost, hm? Haben wir es da mit Frost oder mit Feuer zu tun? Ja, darfst mir heute... Da kommt er. Geht in Deckung Wow. und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wir werden das anders machen. Die erste Runde ging an ihn. Doch was machen wir in Runde 2? Seid ihr dabei? Wenn ich ihm trete in sein linkes Ei. Haha! Naja, viel Schaden machen wir aber nicht. Ich soll halt anfangen, mir was auf die Favoriten legen, gell? Objekte. Ich bin schon alt. Bitte vergiss das nicht. Ich bin alt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich bin alt. Ich brauche halt ab und zu ein bisschen länger. Waffen. Der hat 10 und der andere hat... Der hat 13. Alter Nordstreitkolben. F. Och, den können wir vergessen. Also das, wir legen uns, wir hauen ja mit der Holzfäller-Axt nieder. Was soll jetzt davon, ha? Ich liebe die Musik in dem Spiel. Ich habe vergessen, wie viel Vergnügen ihr sterblichen Bundsberg. Boah. Er ist geglitscht, hast du das jetzt gesehen? Das ist aber der Glitscher.
Ein Glitscher, die alte Bitcher. Kurzen Blick, ich leg mir jetzt noch was auf die Favoriten. Das ist geil. Das. Und was habe ich noch gesagt? Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr sterblichen Bunds bereiten könnt. Ja, wir treffen ihn doch. Eigentlich. Ihr seid tapfer. Frage, ist der auf uns programmiert oder nicht? Das weiß ich nicht. Jetzt müssen wir kämpfen. Scheiße. Das ist ein Held, Da ha? kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Okay. Kurzen Blick. Ich habe jetzt... Aha, jetzt hat er das mit dem Dings nicht gespeichert. Toll. Waffen. Wo kann man es fallen lassen? Das ist wieder deppert. Eisenkriegsdingsbums. Da brauchen wir auch keine zwei, passt. Wir legen uns jetzt da. Haben wir soweit alles auf die Favoriten? Ja. Und dich, genau. Dann speichern wir das auf, vielleicht übernimmt er das ja. Wir werden uns jetzt ein bisschen zurückhalten. Dann müssen wir uns die Zaubertränke auf den Dings legen. Auf die Favoriten. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die Magiker brauchen wir. So. Okay, ist ja zweihändig. Gut. Grief Krien, Plusa. Arschloch. Ich weiß nur nicht, wie die Episode taufen wird. Ihr seid tapfer. Ballad. Ja, du Konglomerat des Wahnsinns. Lass mich in Ruhe. Das ist so ein Eumel. Wurscht.
glaube, ich hab getroffen. Der ist auf uns programmiert. Gut zu wissen. Ich bin so dumm und dumm und dumm. Wer keine gescheite Waffen hat, das zieht mir gerade ein bisschen mehr an als alles andere. Ihr seid Ah. Oh. Oh, herrlich. Unter Schreie im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Sehr schön. Magie. Schreie. Unerbittliche Macht. Y. Ich werde mir das sicher nicht merken. Ah, herrlich. Oh, Eisenplatten. Eisenplattenhelm, das klingt aber geil. Drachenschuppen. Vielleicht können wir die verkaufen. Und das war Wache, gell? Also, dass du Bescheid weißt. Ah, herrlich. Ja. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon Ich fasse viele es nicht. erlebt. Ihr seid Ich weiß ein nichts über Drachenblut. diese Drachenblut-Angelegenheit. Aber ich bin Drachenblut? froh, dass ihr bei In den uns ältesten Legenden, als es Der noch Blätter Drachen in geflogen nach Himmelsrand Weißlauf gab, zurück. töten die Ja, Drachenbluthelden möchte Drachen sicherlich erfahren, und was stehlen ihre geschehen ist. Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich hab Energien fließen gespürt, ja, aber das war, wenn ich die Steckdosen gegriffen hab. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat eine Geschichte über die Drachenbluthelden erzählt. Die Stimme des Jene, die mit Drachenblutes. Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Die tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblut-Geschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Lord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ich glaub,
unsere Aufgabe ist hier erledigt. Gehen wir mal weiter. Es wird sicher nichts passieren. Fuß! Was machen wir jetzt? Ich warte auf etwas. Warte mal, schauen wir mal kurz. Erstatte dem Jarl Bericht, das machen wir noch. In dieser feuchtfröhlichen Weihnachtsausgabe. Haha! Haha! Da geht's auf, gell? Ja. Dankeschön, Meister der Pudelmütze, auf das habe ich gewartet. Natürlich, ich werde versuchen, dass die nächsten Kämpfe noch unspektakulärer werden und dass ich noch öfters drauf gehe. Sehr geil. Aber ich muss in der Zwischenzeit unbedingt umstellen. Da mit der Maus, das hat alles irgendwie keinen Wert. Das zirkt so komisch. Was, das zirkt so komisch in die Lenden hinten, gell? So. Wieder Bergblume, Lavendel mitgenommen. Genau. Dann kann die alte Oma daheim in Kosten entmotten damit. Lavendel, ihr moderner Friedhof stoppt für nebenan aus. Traut sie, was macht sie alles lustig? Es ist ja alles schon so ernst. Also bitte lass mich in Grad. Aus. Oh mein Gott, Trolle. Oh Gott. Die Trolle gibt es überall in Himmelsrand. Ja, nicht nur in Himmelsrand, das ist doch allerhand. Also kehrt und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Ach ja. Bei Esmir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Fuß! Bei allem, was mir heilig ist. Was für ein Schrei. Wie die Graubärte auf ihrem Berg. Was? Wer sind die Graubärte? Alles alte weiße Männer. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Nö, ich bin eigentlich ein stinknormaler Mensch. Der halt nur ganz normal anders ausschaut. Im Ihr seid die Beste. Könnt ihr meine Mutter sein? Und wir werden Himmel Moin. besitzen. Süß. Wir, nicht die Elfen. Mädchen, sobald ich dir ein Zuhause bieten kann, werde ich es dir anbieten. Aber da ich selber noch obdachlos bin, wird es noch ein bisschen dauern. Aber wie viel kriegen eigentlich die Hütte da? Ich glaube ab 7000 oder so, 5000, ne? Wurscht. Jetzt machen wir das noch schnell. Und ja, genau, das machen wir noch. Hihi. Hahaha. So. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Wirklich? Das Ihr hätte ich habt nicht den gewusst. Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Na, wir haben ein Häusl hingestellt, ein Dixie-Klo und haben Karten gespielt. Und wer als erstes Reihen geht, nachdem wir zu viel getrunken haben, der hat halt verloren. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ja, Durchfall. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen sie von mir? Es heißt,
Das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Ronga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ronga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Jetzt hätte mich interessieren. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ich möchte ein 5000, okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Jawohl, ich genieße ihn. Ich genieße ihn jetzt schon. Komm, das kannst du nicht mehr fladern. Das nehmen wir uns ja nicht einmal am Schwarzmarkt. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Na bitte nicht. Weißt du was? Es dauert nicht lang, bis sie tot ist. Geht voran. Es dauert keine 2 Stunden, dann ist sie keine 2 internen Spielstunden. Dann hat sie den Sanctus gemacht. Und somit verabschiede ich mich bei euch. Genießt noch den heiligen Abend, die darauffolgenden Feiertage. Und wir sehen uns hier und da in einem Video, wenn es noch kommt, bis Mitte Jänner oder Anfang Jänner. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht mehr darüber sagen. Ich entschuldige mich für meine 3 Tode in diesem Spiel. Aber es ist da nichts passiert. Wir können mit einem Tastendruck wird gespeichert und dann können wir das Spiel ja wieder neu laden, um etwas Neues zu beginnen. Also dann, genießt die Zeit und bleibt brav. Baba dabei.